Gut, seid alle gegrüßt. Ich bin David Braun, ich bin der akademische Direktor von der intensiver Sommerprogramm aufgenommen von Uriel Weinreich für jüdischer Sprachkultur und Literatur, was kommt vor dem Sommer zu dem 58. Mal. Unser intensive Sommerprogramm kommt vor so lang und die letzte 6 Jahre kommt vor bei uns die dosige Lektieserie, was wir rufen, die Lektieserie wegen der jüdischen Zivilisation. Und es ist mein Covid, euch vorzustellen, dem heutigen Referent unseren, das ist Dr. Yad Biran. Yad ist von Zeit zu Zeit ein Lehrer bei uns in Jivo, durch Zoom, ein Kiberlehrer, wie wir rufen ihn. Und das heißt, für die Klassen unsere von der Weitens, über Zoom für die ganze Welt. Und ist euch in seinem tagtäglichen Leben dort in Israel, ein Lehrer von Jiddisch in Beis Shalom Aleichem, euch in Hefer Universität. Und dem Sommer ist in der intensiver Jiddisch-Programm beim Tel Aviver Universität. Und ja, wird reden wegen Dr. Mordechai Kosover in seiner Israel-Trufe, wie ein Forscher von dem Jiddisch von Alten Yeshiv. Es ist ein übrigens feiner Covid. Ihr soll kennen, begrüßen Ruthie Solomon, das ist Mordechai Kosovers Tochter, die Teire, ich gedenke richtig, heißt sie auf Jiddisch Rivke. Und wir sind sehr zufrieden, als wir wollen kennen Herren wegen der Forschung von Dr. Kosover, was ständig gewesen, verbunden mit dem Jivo, praktisch. Und das ist dem Jivos 100. Jahr, das ist unser Jubiläumjahr, also als ist ein schön smiches Aparches zu reden wegen Jivo, zu reden mit unseren Lehrern, zu reden mit Kosovers Tochter, zu reden mit an interessierten Eulen, Studenten, unsere, was gucken sich zu und hören sich zu, und mit der Welt Bechlal wegen der dosiger Themen. Jad, du hast das Wort, a Dank sei mit uns. Schönen Dank, Doviden. Schönen Dank, dem Ivo, verbeten mir zu reden mit der Choshev Oilem. Ich bin zufrieden zu sein da und ich will reden mit euch wegen der Themen, was ist gewesen, ein Teil von meiner Forschung für ein Doktorat. Ich habe Deriker geschrieben wegen jüdische Schreiber, was haben Besuch in Eretz Israel und geschrieben wegen dem Land Fahr der Medine, Fahr 48 und zwischen die verschiedenen Menschen, wo sie sind gekommen und gelebt da und geschrieben auf Jiddisch, ist gewesen euch Mordechai Kosover. Ich meine, er ist sehr ein interessanter Forscher. Er ist nicht gewesen ein Schreiber, also nur mehr ein Forscher, aber seine Forschungen sind wichtig und interessant, um zu verstehen, was für einen Zugang haben gehabt die Jiddischisten zu Eretz Israel. Der MSc ist als mit dafür Weiterforschung, was hat getan. Ich habe genutzt die Materialien, was befinden sich in die verschiedenen Journalen und in einem Buch, was hat herausgegeben. Und das ist das Bild, was ich will vorstellen jetzt für euch. Ist ein paar Wörter wegen Nein, eine Minute. Ich habe בכלל nicht zugeteilt mit euch dem Ekran. Ja, oder so. Das ist Mordechai Kosover und ihr seht den Titel und ein paar Wörter wegen ihm, oder wir reden wegen die Forschungen. Ich habe gebracht zwei Fragmenten von einem Artikel von Judel Mark, was ist publiziert geworden in 69, wenn noch Kosovers Teut
weil ich meine, als Judel Mark hat מצליח gewesen zu beschreiben auf sehr einen eleganten Eufen Judel Marks Biografie. Kosovers Biografie. Kosover ist geboren geworden in Vilna in 1908. Hat sich gelernt in Chevre Mefice Skole-Schule dort, in Afides, was ist gewesen sehr eine gute Schule, versteht sich. Nachdem in der jüdischen Gymnasie in Vilna. Vilna ist gewesen eine von den einzigen Städte in Jüdischland, in was man hat gekannt, verendigt in Gymnasie auf Jiddisch, und das hat getan Kosover. Und in 1928, wenn ist gewesen noch ein junger Mann, ist gefahren in Eretz Israel. Was hat dort gewollt tun genau? Weiß ich nicht bis ins Sof, aber ich weiß, was hat zum Sofio getan. Hat sich gelernt in David Yalins Lehrerseminar, was ist gewesen in Jerusalem damals, und angehäuben seine Forschungen. Ich will mir gucken auf die Forschungen, lernen, was Judel Mark hat geschrieben. Auf der rechten Seite könnt ihr lernen zusammen mit mir. Das junge Bocherel Kosover hat eingesappt in sich, hen das alt-Deuresdicke, hen das nahe sich Schaffendicke von die Gassen und Gesselech, wo das ganze Leben ist gewesen jiddisch und jiddischlich. Ja, versteht sich, beschreibt da Vilna. Will uns weisen, wie Kosovo ist gewesen, ein Teil von der jüdischen Vilna. Ot ist unteren Zäuber von Moshe Kulbaks verschickerndige Lekties wegen der jüdischen Literatur. Ot verhabt ihn der aufgeweckte Interesse für Sammlerei und Folklore, was wird schien Bastomskis an Arois-Helfer. Ot singt und tanzt in jugendliche Kreislich, wo man zu werden Volksführers und Überbäuers von Leben, zu werden Schreibers, Akteuren, Künstlers. Ot sitzt lange schon in Straschons Bibliothek und Heike Lunski weckt auf die Liebschaft zum Sefer und zum Buch. Das ist sehr schön in meinen Augen, weil das ist manchmal ein Minzachakel von Jiddisch in Vilna. Hat der Mond noch 3 Namen, aber für die, die kennen ein bisschen von jiddischen Vilna, von jiddischer Vilna, wissen, dass die sind sehr wichtige Namen. Ja, Moshe Kulbak und Bastomski und Heike Lunski, der Bibliotheker von Straschons Bibliothek. Und das ist die Zwiebel, von was Kosovo ist Arois gewachsen, und von dort ist gefahren in Eretz Israel, und so will weiter in dem Artikel Judel Mark beschreiben ihn. Ich lasse mir lernen, was ist geschrieben auf der linken Seite von dem Ekran. Gibt sich unter dem Kischef in Jerusalem, versteht sich, gibt sich unter dem Kischef, was wirbelt sich wie Psom im Räuch von die steinerne Gesselech und Häufen von Alt-Jerusalem. Dorten in Engschaft und in Reinkeit leben jüdische Mischpoches, was andere von sie ziehen sehr Jiches, noch von die Eulim, was sind gekommen mit Rabbi Judah Chassid. Dorten singt der Deuresdicker Steiger. Dorten reden die arabische Verkäufers Jiddisch mit seinen Koinen. Dorten ist es eine merkwürdige Schule für einen Folklorist, für einen Jiddisch-Forscher, für einen Kulturforscher. Und Kosovo verschreibt und vorgedenkt und sagt in sich herein. Also herum wächst daraus die kurze Formel für Mordches alle Meiles. Es hat ihm aufgehoben wird Jerusalem delite, und es hat ihm vervollkommt Jerusalem shel Mate. Ja, das ist sehr schön Sachakel von einem Leben, von einem Mensch, was Judel Mark tut da. Versteht, dass hat sich gelernt in Vilna, was ist Jiddisch, was ist Jiddischkeit, was ist zu seiner Jiddisch ist, was ist Folklore, die Chives, die Wichtigkeit von Folklore.
Und wenn ist gekommen in Jerusalem, hat gesehen, als hat ein breites Schettach zu arbeiten wegen mit solchen Materialien, die Zäuber von Jerusalem und von die alte Gesseles und die jüdische Kehille, was hat schon gelebt da von Jahren lang. Ich habe gefunden in Jivo, wenn ich bin dort gewesen und geforscht ein bisschen, in Archiv, Brief, was Kosovo hat geschrieben, dem Schreiber Josef Opatoshu. Opatoshu ist gewesen in Eretz Israel im Jahr 34. Sie haben sich getroffen. Es ist interessant, es ist nicht richtig für mich jetzt, was genau ist gewesen die Beziehung zwischen sie, aber ihr seht, dass in einem Brief dort, wir haben sein Adress in Jerusalem. Mem Kosovo Dental Clinic Guber, Nathan Strauss Street, Jerusalem. Ja, ist gewesen in dieser Ort, wo hat nicht gehabt, mamisch an Adress, und hat gekriegt die Brief durch eine Klinik von einem Zahndoktor. Was ist da eine Anekdote, eine interessante. In die Jahren, wo ist gewesen in Eretz Israel, rund 10 Jahre, von 28 bis 38, ist gewesen euch ein Mitglied von dem Club, von dem jüdischen Schreiber- und Journalistenclub in Eretz Israel, gegründet geworden im Jahr 1929. Man hat geschrieben noch ein bisschen wegen dem Club, und ich meine, es ist da ein Sachort zu forschen, ein bisschen mehr die Erzählungen, die Poesie von den Schreiber von dem Club und euch die Politik herum Jiddisch in Eretz Israel in der Tkufe. Aber ihr seht in einem Bild die Gründer von dem Club und in einer Reuter Igel, ihr seht dort, also ich habe, ihr seht Mordechai Kosover zwischen die Mitglieder von dem Club. Hat geschrieben euch ein bisschen wegen die Aventures von Jiddischisten in Eretz Israel. Le Moschel im Jahr 1937 ist Arois in Eretz Israel ein Journal mit Namen Eretz Israel Schriften. Die Schreiber, die Schisten in Eretz Israel haben nicht gekannt, herausgeben eine dicke Zeitschrift Faridisch, es wollte öfter gewesen besser. Sie haben angehoben, herauszugeben eine Zeitung auf Jiddisch, 2 Mal Chodesh mit dem Namen Neuwelt, aber für Literatur sind heraus von Zeit zu Zeit, einmal ein Jahr an Erech, etwas ein Journal mit einem besonderen Namen für sich. In 1937 ist es gewesen Eretz Israel Schriften. Sehr interessante Materialien befinden sich dort, Literatur und Forschung. Und ihr seht, dass Mordechai Kosover hat geschrieben dort Materialien zu der Geschichte vom Kampf gegen Jiddisch in Eretz Israel. Dermont in Anheb von dem Text geschehen ist, was ist geschehen in Tel Aviv. Lass mir lehnen, Poshet dem Anheb. Dem 4. Januar 34 ist geschrieben, aber auf einem ist es gewesen 35, es ist ein Greis, ist in Yasha Chefetz Saal in Tel Aviv vorgekommen die feierliche Eröffnung von jährlichen Zusammenfuhr von jüdischen Literaten und Journalistenclub in Eretz Israel. Sie ist aber nicht vorgekommen, Leuten früher ausgerechten Plan, weil hebräistische junge Leitler, untergehetzt von älteren bechovedike Jiden, sind auf einem chuliganischen Eufen mit Steiner und Ziegel befallen dem Saal, zerbrochen die Scheiben, übergerissen die elektrische Beleuchtung und dem Zuneufkum ist schon nicht vorgekommen. Ist brutal heruntergerissen geworden. Ja, das ist ein Teil von den Geschehnissen, was haben tagtäglich vorgekommen in Eretz Israel in den Jahren von dem britischen Mandat. Und ihr seht, dass Kosovo ist gewesen bewusstsinnig von alles, was kommt vor.
und ich soll gewinnen Kämpfer von Jiddisch in Eretz Israel in die Jahren. Die Artikel allein ist sehr interessant, aber wir haben nicht keine Zeit zu reden wegen die alle geschehen ist mir gehen rüber und ich will euch erzählen, dass herum 38 hat Kosovo beschlossen, überzulassen Eretz Israel und fahren in Amerika, dort zum jiddischistischen Center. Hat angehoben, schreiben ein Doktorat in Johns Hopkins Universität in dem Jahr und verendigt in die 40er Jahren mit Tome und sind 1950 hat gelernt hebräische Literatur, aber ich glaube, dass zwischen die hebräische Texten ist euch gewesen, öfter Texten auf Jiddisch in Brooklyn College in CUNY. Sein Forscharbeit, sein Doktorat ist heraus noch 20 Jahre später und darf in Jerusalem, aber auf Englisch. Und ihr seht das Buch. Ich habe gesehen, dass es wird sein ein Kurs in Niveau wegen dem ist, ob ihr seid neugierig, sich zu lernen mehr wegen dem, könnt ihr einschreiben zum Kurs. Die Forschung seine heißt Arabic Elements in Palestinian Yiddish. Und das ist BMS, was hat getan in die 10 Jahre, was ist gewesen in Jerusalem. Hat verschrieben von die Meiler von die Alt-Ischewnikes verschiedene Wörter und Elementen, was kommen von der Zwiebel. Das ist ein Teil von seinem Guckwinkel. Und das ist, was ich will teilen da in der Lektion. Es ist nicht nur, es ist euch eine linguistische Forschung, aber nicht nur Linguistik, es ist euch ein Guckwinkel auf der Wichtigkeit von Jiddisch in Eretz Israel, kedei zu verstehen, das jüdische Volk in allgemein. Ich lasse mir erst gucken auf ein paar Elementen von seiner Forschung und damit will ich proben zu erklären, was ich meine, als das ist ein Teil von einem breiteren Guckwinkel. Ihr seht, dass bringt dort eine Regime von herum 700 Wörter und Ausdrucken, was sind rein in Jiddisch, in Eretz Israel, von Arabisch. Und durch dem können wir sehen, als die jüdische Kehille in Eretz Israel, was hat angehoben in Sof 18. Jahrhundert, anheben 19. Jahrhundert, ist gewesen verbunden, ist gewesen ein Teil von der allgemeinen Bevölkerung in Eretz Israel. Und das können wir sehen durch der Forschung von Kosovo. Ihr seht, ich habe gebracht noch ein Dogme via Fotokopie von dem Buch. למשל, אז האוסדרוק wie על הכיפק. אז ihr seht, אז Kosovo schreibt das Wort, wie man hat es herausgerät, die Jiden in Jerusalem, à la Kefak. Bringt euch originell auf Arabisch und euch, wie soll man das herausreden auf Arabisch, was ist bederklar ein bisschen anders, weil versteht sich, als die Jiddisch reden, die Jiden haben herausgerät, die Wörter auf Arabisch anders, wie man hat sie herausgerät auf Jiddisch. Und ihr seht, dass schreibt, als der Bateit von Ala Kefak ist originell as it pleases you, das ist, was es meint auf Arabisch, but in Yiddish used as splendid, excellent und sonst. Das heißt, also es hat gekrogen einen besonderen Bateit auf Jiddisch, was existiert euch auf Jiddisch, euch auf Arabisch, aber die Jiden haben nicht genommen, dem Ausdruck zu meinen, als was es meint auf Arabisch, nur in einer besonderen Bateit. Und ihr seht das mit jeder Wort, was bringt euch ein Dogme. Etwas, was hat verschrieben von die Meiler von Menschen, ja, das ist eine Forschung, eine ernste Forschung von einem Folklorist, ist, hat gehört Menschen sagen, Sesgor ala Kefak. Oder viele, Sesgor ala Kefak. Die Siebe, was ich habe gebracht, Dafka
Die Dogme ist für die von euch, was kennen Ivrit, ja, modern Hebräisch, was die Israelim reden, die von euch, was kennen, wissen öfter, als das ist ein bekannter Ausdruck euch heutzutage. Es ist ein bisschen veraltet, à la Kefak, aber Israelim kennen den Ausdruck und wir kennen Meshaer sein, als die arabische Wörter sind bemes rein in Hebräisch nicht gleich von Arabisch, nur durch Jiddisch. Das heißt, die Jiddisch redende Jiden sind gewähnt in Eretz Israel, eider me hat angehoben zu reden Hebräisch, sie haben schon adoptiert Sachwörter von Arabisch und die neue Eulim, was haben angehoben zu reden Hebräisch, haben adoptiert die Wörter durch Jiddisch. Und das ist euch die Siebe, für was die alle Wörter klingen sehr Jiddisch in die Euren von Israelen. Ich habe gebracht ein paar noch Dogmes, die toem zu sein von der Forschung. Lemoschel, tu mir Ma'aruf. Ma'aruf ist a Teufe auf Arabisch. Ist, wie wir können sagen auf Jiddisch, tu mir a Teufe, können wir euch sagen in Jerusalem, tu mir a Ma'aruf. Und Ma'aruf ist euch ein Wort, was Srov Israelim kennen. Bis heint, ja, es ist ein Wort, was existiert in unser Lexikon. Man macht von ihm a ganze Maschere. Maschere auf Arabisch ist Choisek. Und das ist euch ein Wort, was Israelim kennen. Man macht von ihm Choisek, man kann sagen, man macht von ihm Maschere oder a ganze Maschere. Was darf ich haben dem Wajaras? Wajaras auf Arabisch ist kopfweitig. Ja, und das ist euch ein Wort, was Israelim kennen, Wajaras, ja, wenn etwas ist zu viel, es ist kompliziert und wir wollen nicht, wir kennen nicht sich eine zu geben mit ihm, wir können sagen, dass das ist ein Wajaras, ja, für was darf man haben als eine Sache? Was darf ich haben dem Wajaras? Ein ganzer Chawadje ist geworden. Chawadje ist ein Titel, was Araber nutzen, für nicht choschere Menschen, was sind nicht Musulmäner. Ja? Und bedeutet, sie sind gewähnt die reiche Sochrim. Christen, einmal Jiden, was haben gelebt in die Stadt, ist, wenn man sagt, dass ein ganzer Chawadje ist geworden, kommt man zu sagen, als meint, als ist ein größer Mensch, ein Yatte Bidam, oder wild, in einem anderen Ausdruck auf Jiddisch. Ist geworden als Choshev in seine eigenen Augen, aber öfter ist nicht so wichtig, so Choshev, wie meint, als ist. Noch ein Dogme, sag ihm Yalla Imshi, wird gehen. Yalla Imshi ist, geh schon. Ja, das ist sehr chinevdig. Sag ihm Yalla Imshi, wird gehen. Nummer 6, geh dachilak, steh sich schon fahren omed. Ihr seht, dass die Dogmes da sind beemes Dogmes, was Kosovo hat gehört. Ja, wir können sich vorstellen, was ist der Situation. Es ist ein Minien von Jiden, was sind gekommen in Schule, kedei zu davenen, kedei zu chappen na daven, Minche Meirev, und wir suchen nach Hasen, und wir sagt Emetzen, geh dachilak, geh schon, geh mir beten euch, und steh sich schon fahren und sei a Chasen. Ja. Ich bin gegangen auf a Ziara in Galil, in Golel. Das ist interessant. Was ist a Ziara auf Arabisch? Ziara ist besuchen heilige Orte. Chutz, Mekka und Medina, was haben ein anderes Wort. Alle andere heilige Orte für Musulmaner heißt a Besuch dort a Ziara. Und es ist interessant zu sehen, als Farid in Eretz Israel, es ist nicht gewesen kein Problem, adoptieren ein Wort auf Arabisch, zu beschreiben, besuchen in die heilige Orte für jeden euch. Oftmals sind sie gewesen dieselbe Orte. Dieselbe Quorum sind gewesen heilig für Musulmaner,
Christen und Juden in Eretz Israel. Und die letzten zwei kleinere Dogmes, Eb Alek mögt sich schämen. Eb Alek schämt sich Abusche auf dir. Und ihr seht, dass wenn man sagt etwas auf zwei Sprachen, nicht nur auf eine Sprache, es hat mehr Koyach. Ist Eb Alek mögt sich schämen. Abusche und Abusche. Und dieselbe Sache ist Nummer 9. Nebech Amaskin, sag mit ihm Anene. Maskin, wie auf Hebräisch, Misken, ist Nebech, ein Nebech-dicker Mensch. Ist Nebech Amaskin, Chaseren Iber, zweimal dieselbe Sache, gibt extra Koyach zu was man will sagen. Wir können sehen, als Arabisch ist geworden ein Teil von Jiddisch, viele mehr durch Verben, was sind rein von Arabisch auf Jiddisch. Weil Wörter gehen rein in eine Sprache geringer. Aber wenn man adoptiert Verben, das ist schon ein Zeichen von größerer Einfluss auf der Sprache. Der same bewusster Verb, was ist rein von Arabisch auf Jiddisch und es setzt sich, als man kann sich nicht den geben ohne ihm auf Jiddisch, ist Chalaken. Und ihr seht, dass schreibt euch, wie man darf das Arois reden, Chalaken, mit der La, ja, und es kommt von Arabisch Halka, was meint abscheren die Hor. Aber was ist geschehen mit dem Verb in Yiddish, auf Yiddish? This expression has a special use. The Halakeh is the well-known custom of cutting the hair of little children for the first time in their lives. Ja, man hat nicht genommen das Wort kedei zu meinen abscheren in allgemein auf Yiddish. Das ist geblieben dasselbe Wort, was man nicht bederich klar auf Yiddish. Aber in Eretz Israel ist gewesen ein Minhag, öfter unter der Haspoe von Araber, was haben gehabt einen ähnlichen Minhag, zuvor zum Kever von Rabbi Shimon Bar Yochai in Meron und abscheren die Haare von dreijährige Kinder, nicht Kinder, Englisch, der Iker. Ja, ist vor dem hat man adoptiert dem Verb von Arabisch und das ist, was es meint bis heutzutage für charedische Menschen in Eretz Israel. Chalake, ja, abscheren die Haare, veringlich, was sind alt 3 Jahre. Noch 2 Verben, was ich habe gebracht. Nummer 2 unten. Hat mir Charbet dem ganzen Eisek. Charben ist zerstören, ja, Chorev machen, ja, das ist euch rein auf Jiddisch wie ein Verb. Und Nummer 3, man hat im Talebet in der Polizie, ja, Talebet auf Arabisch, Talab ist beten etwas. Und auf Jiddisch ist es rein nur in einer besonderen Partei von beten Emetzen, sie sollen kommen zur Polizei. Was ist bederklar nicht so gut und das ist öfter dem Kontext, in was Jiden in Jerusalem haben gehört dem Verb Taliban, haben sie adoptiert dem Verb kedei zu meinen Punkt dos. Wenn man klappt auf den Tier und man sagt, ihr darf kommen zu der Polizei. Ja, das ist nicht Stamm beten, das ist Taliban. Ja. Gut, diese gewähnen noch ein paar Dogmes, kedei wir sollen kriegen eine Ahnung, was für eine Forschung hat Mordechai Kosover getan in Jerusalem und wir können sich vorstellen, wie viel Arbeit ist das gewesen, wie viele Informanten hat gehabt, wie viel hat spaziert in die alte Gesselech von Jerusalem. Aber das ist gewesen nur ein Teil von seinem Programm, von seinem Plan für die Forschungen von Jiddisch und der jiddischen Kultur in Eretz Israel. Ihr seht, als in literarische Blätter hat
publiziert im Jahr 1933 ein Artikel mit dem Titel Was kann man auftun für Niveau in Eretz Israel? Ist gekommen von Wilna, wie wir haben gesehen. Ist gewesen ein Teil von der Wilner Kehille. Ist gewesen verbunden schon dort mit Ivo. Und hat gewusst, als man kennt schon Sachen für Ivo in Eretz Israel. Aber das ist nicht alles. Hat euch gewollt weisen, als Eretz Israel ist nicht ein anderer Ort. Nicht wie die Zionisten haben einmal gewollt vorstellen, Eretz Israel wie ein Hepech von Goles. Verkostet werden, wie euch andere Jüdischisten in Eretz Israel ist gewähnt ein Teil von Jüdischland. Und der Fall, wenn Kosovo sagt, wir können forschen a Sache interessante Sachen für Ivo in Eretz Israel, sagt euch, geht guck auf Eretz Israel, weil Eretz Israel ist euch ein Teil von unser Jüdischland. Tut guck, was für ein Programm hat gebaut oder was hat planiert zu tun. Ich weiß nicht, ob hat gewollt tun, ein Teil von die Forschungen allein oder nur vorgestellt, ein Programm für alle Forscher, was sollen sein interessiert in dem. Aber lass mir sehen. Ist eins die Geschichte von alten aschkenasischen Ischen. 2 Folklore von alten Ischen. 3 der Eretz Israel dicker Jiddisch. Und das ist gewähnt auch seine Forschung, wie wir haben noch jetzt gesehen. Da der Monter, als hat schon publiziert ein bisschen wegen dem in Ivo Blätter im Jahr 32. Aber zum Sof haben wir gesehen, als ist gefahren, Johns Hopkins gedeiht zu schreiben, dem ganzen Doktorat. 4 die jüdische Presse in Eretz Israel. Man darf schreiben wegen Zeitungen, was sind in Eretz Israel auf Jiddisch. 5 verzeichnen die Bibliografie von jüdischen Buch in Eretz Israel. Was Bücher hat man publiziert in Eretz Israel auf Jiddisch. Wer hat geschrieben auf Jiddisch und so weiter. 6 der Genprotem wegen vergessene jüdische Schreiber in Eretz Israel und aufsammeln dem gehörigen Material wegen sie. Man gedenkt nicht, es sind gewesen in Eretz Israel jüdische Schreiber, was haben geschrieben auf Jiddisch, man hat sie vergessen und man darf schreiben wegen dem. Wir wollen sehen, was hat getan ein bisschen später. 7 verzeichnen die Volksmusik. In Klammern, wo ein größer Teil von ihren Melodies trugen einen orientalischen Charakter. Interessant. Das habe ich nicht gesehen, aber ich verstehe nicht die Sache in Musik, aber das ist euch gewesen interessant verkostet werden, ja, zu schreiben wegen Musik. Was sind die Nigunen von der jüdischen Kehille in Eretz Israel? Und euch bemerken die Haspoe von orientalische Musik auf die Nigunim von der jüdischen Kehille. 8 Volkskunst und jüdische Volkskünstler. Was haben sie gemacht? Ja, verschiedene jüdische Sachen, Zeichnungen in Schulen und solche Sachen. Jüdisch Theater in Eretz Israel. Ja, hat ich meine, geschrieben ein bisschen wegen dem. Ein paar Dokumenten hat ausgeklebt, nicht Dokumenten, Artikeln von Zeitungen wegen ein paar Proben zu spielen jüdischen Theater in Eretz Israel, wo sie sind vorgekommen im Sof 19. Jahrhundert und Anheb 20. Jahrhundert. 10 Aufsammeln Objekten von musealen Charakter. Dazu darf man unternehmen Expeditions in Jerusalem, Tverje, Tzfas und euch in Chorev gewordenen Chevron, wo man kann herausbekommen oder einkaufen als solche Objekten. Ja, mamisch eine Expeditie, wie Ansky hat getan, aber zu die 4 heiligen Städte in Eretz Israel, zu den 4 jüdischen Kehilles, Chevron ist zum Bedeuren Demot schon gewesen Chorev, und sammeln euch Objekten, die zu bauen am Museum für der jüdische Kehille und Geschichte in Eretz Israel. 11
die Erziehung beim alten und neuen Yeshiv und 12 ökonomisch-statistische Ausforschungen wegen alten und neuen Yeshiv. Ja, es ist ein ganzes Programm. Er hat nicht bewiesen zu tun, als was er hat planiert oder als was er hat vorgestellt, aber ein Teil von den Sachen hat er ja getan. Lemoschel Punkt 1, Geschichte. Er hat publiziert in Ivo-Blätter etliche Artikel wegen der Geschichte von dem alten Yeshiv. Ich habe gebracht nur die Titel, ob ihr wollt lesen die Artikel. Kennt ihr sie gefunden in Ivo Blätter, versteht sich? Ist Lomir Akukton zusammen. Jüdische Balemeloches in Eretz Israel. In Klammern, Materialien zu der Geschichte von aschkenasischen Yeshiv und es ist gewidmet mein Taten dem Balmeloche, dem größten Balbitochen. Sehr rierevdik, sehr rierevdike Dedikatie, mein ich. Aber was sehen wir da? Als sucht Balemeloches in dem alten Yeshiv, und das ist noch einmal nicht der Zufall, weil er hat gewollt weisen, als entgegen was Zionisten haben gemeint, als die Juden von dem alten Yeshiv sind gewesen nur Bettler, gelebt nur von Geld, was man hat gesammelt für sie in Ausland. Auf Nemes, es ist gewesen euch als Arbeiter in dem alten Yeshiv. Er will uns weisen, als der alte Yeshiv ist gewesen ein schäferischer Yeshiv und nicht nur Schnurrerei. Ja, dieselbe Sache in dem zweiten Titel. Ihr seht, Proben zu laborisieren dem alten Yeshiv in Jerusalem in die 50er und 60er Jahren. Ja, sind gewesen in dem alten Yeshiv Gufe, als solche Menschen, was haben verstanden, als Menschen dürfen arbeiten, Menschen dürfen verdienen Geld für sich, die Kehille soll haben eine Zukunft und der Pfarr haben sie getan verschiedene Sachen für der Kehille und Kosover schreibt wegen die Menschen. Der alte Yeshiv in Eretz Israel in die 60er und 70er Jahren, noch ein Artikel, und zum Sof seht ihr die Chevre Polei Tzedek in Jerusalem zu der Geschichte von Produktivisatie von alten Yeshiv in Eretz Israel. Das ist sehr interessant. Noch einmal, ihr seht, Produktivisatie. Es ist gewähnt, als eine Gruppe, als eine Chevre, was man hat gegründet in die 70er Jahren in Jerusalem. Ich habe gebracht das Scharblatt von Seir Kuntres. Ihr seht das auf der linken Seite. Machperes Chevres Polei Tzedek, Jerusalem, Tafreish Lamed Daled. Ja, und sie haben publiziert Seire Takones auf Loshen Kodesh und a Kitzer von sie euch auf Yiddish. Is le Moschel, was können wir sehen da? Aleph, jeder ist mechuyev zu helfen dem anderen mit alles, was ist möglich. Als einer wird Cholile krank werden, ist die Chevre mechuyevim zu versorgen mit Räufe und Refues und mispalel sein für ihn und zu helfen ihm mit was möglich. Beis, Azoken ben Shishim, was will schon weglegen die Arbeit und sitzen à la Teure und à la Avoide, ist die Chevre mechuyevim zu helfen mit Parnosse, wie weit sie können. Gimel, die Gaboim können reinnehmen in der Chevre, nur als Soines, was will mekayem sein, alle Takones. Ja, das ist mamisch a Chevre, כדי zu stützen die verschiedenen Balemeloches. כדי Balemeloche soll nicht sein allein und Cholile, er ist krank oder er ist schon alt und kann nicht arbeiten, er soll bleiben ohne Geld und die Mischpoche wird bleiben ohne Geld. Also stützt man die Chaverim einer dem anderen. Und für Kosovo, das ist sehr wichtig,
Entgegen was Zionisten haben gesagt, als die alte Yishev ist genau wie die Städtler in Mitteleuropa, das ist als Goles, das ist als Parasiten und sie tun gar nicht. Nein, Kosovo will uns weisen, als es ist da ein Leben euch in dem alten Yishev. In einem Artikel wegen die jüdische Bale Meloches schreibt wegen die Talmidim von dem Wilner Goen, wo sie gekommen in Eretz Israel in Onheib 19. Jahrhundert und sich besetzt ins Fass. Und will teilen, als etwas, was ist geschehen in Zwas in die 30er Jahren, hat gehabt eine große Haspoe auf der Geschichte von dem Yishev in Eretz Israel. Ihr seht da, efter wir müssen nicht lehnen dem Text Mamesh, als im Jahr 1937 ist gewesen ein Erdzitternisch in Zoffen Eretz Israel. Zwas ist zerstört geworden, es ist gewesen beemes schrecklich. Und das ist gewesen ein Teil von die Sibes, was haben getrieben die jüdische Kehille dort in Jerusalem. Es ist auch gewesen in der Zeit, wenn Muhammad Ali hat geherrscht in Eretz Israel und das hat euch gebracht, Änderungen zu Matze in Eretz Israel. Aber was ich habe gewollt betonen da, ist, als schreibt, demult konzentrieren Jiden in Jerusalem, als solche Jiden, wo seinen gekommen nachher nicht zu sterben, nur zu leben. Und sie entwickeln schon im Mischer, im Meloche. Der Ribertake wird uns weiter auskommen zu reden, der Riker wegen jüdische Bale Meloches in Jerusalem. Ja, noch einmal, ihr seht, als will uns sagen, nein, die Geschichte von Nai Eretz Israel hat sich nicht angehäuben im Jahr 1882, wenn man hat gegründet Rishon LeZion. Es ist nicht die erste Aliyah, in was als hebt sich an. Nein, es ist gewesen euch früher jüdisch redende Jiden, wo sind gekommen von Mitteleuropa und sie sind nicht anders von die neue Eulen. Sie haben euch gekommen, sie sind euch gekommen, in Eretz Israel, zu bauen, zu arbeiten, zu entwickeln Eretz Israel und sie haben geschaffen Sachen und will uns schaffen eine neue Date, ja, dafke das Jahr 1837 und nicht 1882. Ja, man muss sagen, nicht die Historiografie von die Zionisten, nur einander mit Historiografie, was nimmt rein die Geschichte von jüdisch redenden Jiden von dem alten Yishev. Aus wegen der jüdischen Presse in Eretz Israel hat Kosovo geschrieben. Ihr seht da in einem Artikel von literarische Blätter von 28, die jüdische Presse in Palästina. Aber das ist ein Artikel, was hat geschrieben wegen der jüdischen Abteilung auf der Presseausstellung in Tel Aviv. Was ist vorgekommen? Es ist gewesen, eine Ausstellung, was man hat organisiert in Tel Aviv und in der Ausstellung hat man gewiesen Zeitungen in verschiedene Sprachen. Ihr seht das da. Jiddisch, Hebräisch, Spaniolisch und Arabisch. Alle Sprachen, wo Jiden haben gerät in Eretz Israel. Und Kosovo beschreibt da mit ein bisschen Ironie, was ist geschehen. Hat gesucht dem Abteil von Jiddisch und nicht gefunden. Ist gar kein Sicher nicht dazu. Auf meine Frage, wo sind die jüdischen Zeitschriften, hat man mir geantwortet, wird so gut sein, herabgehen unten. Herabgehen dich in der jüdischen Abteilung wird finster in die Augen. Für alle hebräische Ausgaben ist, wie gesagt, abgegeben ein schöner, geräumer und lichtiger Saal. Und die jüdische Presse hat man verrückt unten in ein Zimmer von Handelsmuseum. Ja, versteht sich, sein Call gegen der Ausdrückung von Jiddisch
in solche Ausstellungen. Und sagt, nein, die jüdischen Zeitungen in Eretz-Israel sind euch ein wichtiger Teil von der Geschichte von der jüdischen Presse, aber sehr typisch zu solche zionistische Unternehmungen, man weist sie unter in ein kleines Zimmer, in Dunkel, die Menschen sollen nicht bemerken, dass es da euch Jiddisch in Eretz Israel. Und Kosovo hat geschrieben ein bisschen euch wegen die Zeitungen. Le Moschel im Jahr 1936 hat publiziert noch einmal in literarische Blätter einen Artikel in 2 Teilen wegen die Rose, die erste jüdische Zeitung in Eretz Israel und ihre Redaktoren. Die Rose ist gewesen kurzzeitige Publikatie, es sind heraus für 3-4 Nummern nur, aber das ist gewesen eine Zeitung heraus durch Israel Dov Frumkin und Michael HaKohen, wo sind gewesen die Herausgeber von Chavatzelet, eine von die 2 ersten hebräischen Zeitungen, wo sind heraus durch dem alten Yeshiv in Jerusalem. Wegen dem Chavatzelet und Lebanon hat man geschrieben ohne Sof. Versteht sich, es gewesen, die 2 Zeitungen sind gewesen sehr wichtig, befragt Chavatzelet und befragt Frumkin und alles, was hat getan, kedei zu ändern dem alten Yeshiv in Jerusalem. Aber Kosovo will uns weisen, also euch Jiddisch hat ein Ort, versteht sich. Ihr seht da der erste Nummer von Chavatzelet, die Rose, ein jüdischer Familienblatt, für alle Haveziehen wie Jerusalem, der scheint Lesote 2-mal in Chodesh. Und Kosovo zitiert von der Hakdome, was Frumkin hat geschrieben für der Zeitung, und probt zu verstehen die Kavones von Frumkin durch der Hakdome. Ich lasse mir sehen, was hat geschrieben. Die Hakdome, das ist ein typischer Aufklärungseufen von einem Maskel. Was guckt sich zu, wie das Volk leidet, setzt seine Zores und Pein und nimmt sich unter zu helfen ihm, noch seine Möglichkeiten noch. Das Herz wettigt ihm auf der Zerspieltheit, was es herrscht zwischen die Jerusalmer Jiden, auf dem Turm, was liegt zwischen die Rabbonim, Memunim und Hamon Ha'am. Und noch mehr kümmert ihm auf die Redifes und Isurim von die Unwissendike, was willen sich lernen Philosophie auf eure meleitische Kosten. Die Redaktoren willen darüber zu wissen geben, wegen die Siebes, was haben gebracht zu Ort der Schoffeler Lage, wie euch anweisen, die Mittel, die ihr zu verbessern. Ja, will uns weisen, als die Siebe, was Megita Reus in Jerusalem, eine Zeitung euch auf Hebräisch, 10 Jahre später, wie wir angeheben, herausgeben, eine Zeitung auf Hebräisch, ist was Srov Poshete Jiden in Eretz Israel können nicht lernen die Zeitung auf Loshen Kodesh. Sie kennen nicht Loshen Kodesh gut genug, und der Fall, kedei zu bringen Artikel dem Eulam in Jerusalem, Frumkin probt herauszugeben euch eine Zeitung auf Jiddisch. Und noch einmal, wir sehen, wie viel ist gewinnt wichtig für Kosovo zu weisen uns, als dem alten Yeshiv hat gehabt eine Schäferigkeit von sich allein und nicht von draußen. Frumkin ist ein Teil von dem alten Yeshiv, und die Käufers, was bringt, kommen von der jüdischen Kehille und nicht von den Zionisten, was kommen später von Mizrach-Europa. Ihr gedenkt euch also in der Regime von den verschiedenen Punkten, was sind gewesen in Kosovos Plan, ist gewesen euch vergessene jüdische Schreiber in Eretz Israel. Ist in ein Journal, was ist heraus durch die jüdische Schreiber in Eretz Israel, mit interessanten Namen zwischen 2 und 3, weil es ist heraus zwischen einer Nummer mit dem Namen 2 und eine Nummer mit ein Journal mit dem Namen 3, ist
der Nomen ist zwischen 2 und 3, hat geschrieben einen Artikel wegen vergessene jüdische Schreiber in Eretz Israel. Bringt dort 2 Schreiber. Der mehr interessanter ist David Gold. Und für was ist so interessant? Weil ist gewesen am Meshumet. Hat sich geschmackt, ist geworden ein Christ. Und Kosover schreibt ein bisschen wegen ihm und wegen seiner Biografie. In der Galerie von vergessenen jüdischen Schreiber in Eretz Israel gehen euch rein einige Meshumodem. Einer von sie, und öfter der wichtigste, was Kentucky mit Recht angerufen werden Schreiber, ist David Gold. Geboren in einer kleinen Städte in Bessarabia in 1850, geboren später ein Maskil, später ein Zionist, gefahren in Istanbul, die von dort fahren in Eretz Israel, aber in Istanbul hat sich getroffen mit die Engländer Missionären und sie haben ihm zugerät zu werden ein Christ. Ist Mamschich gewesen in sein Weg, gefahren weiter in Eretz Israel und dort gewesen Aid geworden Christ, was für die Engländer ist gewesen ein sehr wichtiger Mensch, weil sie haben Tage gewollt, als Jiden sollen werden Christen, und hat gepredigt auf Jiddisch für die Kranke in einem englischen Spital in Jerusalem. Ja, Menschen sind gekommen für eine Refuhe, man hat sie gegeben euch Drosches wegen Christentum, und hat gegeben die Drosches auf Jiddisch. Sehr interessant. Ich habe gefunden in der Nationalen Bibliothek in Jerusalem ein Buch, was hat nicht geschrieben, aber hat übergesetzt von Englisch. Eine Stimme von Jerusalem. Mit einem Bild von Montefiore, versteht sich, zu machen ein Räuschen auf die Jiden. Montefiore wollte Mistome nicht gewesen zufrieden, wenn wollte gewusst, dass man nicht sein Bild für ein Ziel. Ihr seht euch, als Kosovo hat nicht gehasmet, nicht geschrieben, dem Artikel mit seinem ämsten Namen. Nur mit dem Namen Mordche Salkind. Ich habe gefunden, den Brief, in was bet die Redaktie, man soll publizieren den Artikel mit einem Pseudonym. Für was darf do ein Pseudonym? Ich meine Mistome, weil hat gehabt als Sach Kontakten mit dem alten Nischef und hat nicht gewollt, sie sollen wissen, als schreibt wegen Meshumodem, was ist gewesen, mamisch ein Tabu für dem alten Nischef, öfter der Fall hat gebeten, man soll publizieren dem Dafke mit dem Pseudonym. Und die letzte Sache, was ich will euch weisen da, ist noch ein Artikel, was Kosovo hat publiziert in noch ein Journal, Arois in Eretz Israel, mit dem Namen Weiter, Arois in 1935, Materialien zu der jüdischen Volksliteratur in Eretz Israel. Ja, das ist noch ein Punkt von seinem Plan. Die Eretz Israel-dicke Volksliteratur auf Jiddisch ist bisher geblieben unbekannt und nicht ausgeforscht. Schon zulieb dem allein, was sie hat getragen, einen streng lokalen Charakter. Noch einmal, Kosovo kommt uns zu entdecken für uns die Äußeres von Literatur in Eretz Israel, was man kennt nicht genug. Und in dem Artikel schreibt wegen einer Kuntres, was ihr könnt sehen auf der linken Seite von dem Ekran, Kuntres Sefer Oilem, geschrieben durch Freu, was heißt Rivke Lipe Anixter, geschrieben zweisprachig, Loshen Kodesh Iber und Jiddisch unten, Arois in Jerusalem in Tafreish Membet 1882. Und was ist das genau? Das ist ein Brief, was die Freu schreibt für ihre Sinn und Töchter. Sie hat Eule gewähnt in Jerusalem in die 70er Jahren.
übergeblieben, die Kinder in Mitteleuropa. Ein Teil von sie sind gefahren in Amerika. Sie hat verloren den Kontakt mit sie. Sie weiß nicht, wo sie sind. Und sie will überlassen noch ihr etwas, min Zavoe, a geistige Zavoe für die Kinder. Was tut sie? Sie schreibt der Kuntres, כדי man soll dem Kuntres drücken und אפשר die Kinder, die Einiglich sollen gefinnen dem Text und lehnen ihn. Das ist noch ein interessanter Text, was Kosovo bringt und will weisen, was für eine Schäferigkeit ist gewesen in dem alten Nische. Schreibt euch, also das ist nicht kein literarischen Text, versteht sich, es ist ein Poschete Freu, was hat geschrieben, zweifelt euch, wie viel von dem Text hat sie allein geschrieben und wie viel ist gewesen ein professioneller Schreiber, was hat ihr geholfen schreiben, aber für ein Minzachakel von die kurze Lektie, meine ich, als wir können bringen den Paragraph, was ihr seht unten. Zitiert Anixter und sagt so, wegen die Beziehung zwischen Eretz Israel und Chutzlaretz schreibt sie so. Also wie wir haben solche gewähnt zu sein in Jerusalem, ihrer Kodesh Tibane Vesiskoinen, und ihr seid noch nebach vertrieben in Chutzlaretz. Drum, meine teure Feigelech, was ihr seid doch bei mir gewesen, gewoigene und gemostene, sollt ihr alle wissen sein. Also so gut wie die Neshome mit dem Guf ist eins. Und der Talmid Chochem mit den Prosten Eulem ist euch eins. Also ist Jerusalem, ihrer Kodesh mit Chutzlaretz, euch eins. Ja, sie nutzt damit Moschel und sie sagt, Guf und Neshome sind ein, ja, sie sind verbunden. Talmid Chochem und Prosteleit sind verbunden. Euch Eretz Israel und Goles sind verbunden. Und guckt, was sagt noch dem Kosovo allein, wollten nicht die alle, was halten in ein Abfragen dem Goles, sich ablernen von Apostelter Jidene, was hat geheißen Rivke Lippe Anixter, ja, Kosovo sagt uns, ich bin Maskim mit ihr, man darf gedenken, als Eretz Israel ist ein Teil von Jiddischland. Nicht wie ein Teil von den Zionisten sagen, als Eretz Israel ist ein anderer Ort mit neuen Jiden, hebräischer redende Jiden, nur verkehrt. Das ist ein jüdische Welt und alle Teile von ihr sind verbunden. Gut, mit dem verendige ich die Lektie. Und das ist die Zeit für Frages, ob es sind solche. Dank, ja, stark interessant und belehrend und feine revisionistische Arbeit hast du uns gebracht, wegen der Geschichte von mitteleuropäischen Jiden mit seiner Kultur in Eretz Israel. Stark interessanter Dank. Es hat bemerkt, habe ich da gesehen, Yael Haver hat bemerkt, noch ein Pseudonym Kosovers ist gewesen, Motel Feges. Ja? Ja, ein Artikel, was ich habe gelesen, ist da gefasst gewesen mit Motel Feges, mistome der Namen von der Mamen. Bei sachidische Schreiber, die Mame ist gewesen wichtig. Ich weiß nicht, was dort ist, darf Motel Feges und nicht Kosovo. Und interessant, sie seien gewinnen noch andere Pseudonyme neu bei so. Sie können sein, als sie seien da noch etwas Artikeln oder Artikelach jetzt wo Mordechai Kosovers mit anderen Pseudonymen, oi beiner hat schon eine Tie von Zeit zu Zeit unterzusündigen mit der Pseudonym. Ja? Ja, was ist gewesen eine Tendenz in der jüdischen Literatur in allgemein, aber ja, es kann sein, dass es eine andere, was man hat bis jetzt nicht bemerkt, als es sind seine Artikeln. Ich meine, dass unter Motel Feiges hat gehabt die Kavone, man soll wissen, dass das ist ihm, und der Name Efscher ist gewesen, weil es ist in der ersten
Nein, ich gedenke schon nicht. Ja, einmal hat man genutzt Pseudonymen, weil ein Schreiber hat publiziert mehr von einem Artikel in demselben Selben Nummer. Journal und man hat gewollt weisen, als es sind verschiedene Menschen, ist öfter dort ein Motelfeiges, das ist die Siebe. Aber Mikoyach Salkind, das meine ich, ist gewähnt, weil er nicht gewusst, man soll wissen, dass er schreibt wegen einem Schummet. Aha. Es fragt uns Katka Mazurczak wegen dem, sie fragt, sie Kosover hat euch beschrieben Araber. Da Setzach, als hat geschrieben, der Ricker, Leute der Programm von dem Ivo, das heißt ethnografische Bilder von jüdischen Leben, von jüdisch-jüdischen Leben. Und die Frage ist, sie andere Völker und ihre Einführungen seien euch abgespiegelt bei Kosovo und in die Arbeiten. Äh, Nur die Sachen, was sind gewesen interessant, gedei zu verstehen, dem jüdischen Leben. Ja, das ist nicht gewesen sein Trum, sein Feld von Arbeit. Er hat geschrieben wegen jüdisch redende Jiden. Nee. Ich habe nicht gesehen, Lechol Apochas. Weißt mir etwas wegen dem, wie mir hat aufgenommen, sein Doktordissertation, oder besser gesagt das Buch, was ist heraus, hat man das behandelt kritisch etwas, oder ist das geblieben? Ich weiß von dem sehr Jahren und ich gedenke, wie ich habe das zum ersten Mal gesehen in einer Bibliothek oder wo ich gemeint, da sei ich Karamzies, ich darf es einmal haben und es ist mir reingefallen in die Hände, sof. Es ist nicht kein oft Werk, aber wir können sie finden von Zeit zu Zeit. Weißt mir etwas wegen dem Tirage, weißt mir etwas wegen dem Aufnehmen davon? Eine gute Frage. Zum Bedeuren weiß ich noch nicht, aber ja, man darf suchen weiter. Ich habe nicht getroffen, aber nicht gesucht, keine Sache. Ich weiß noch nicht. Aha, fein. Und öfter wollen wir noch hören von der Tochter Ruti Kosover Salomon. Öfter wird noch seiner Gelegenheit zu hören von ihr einmal. Das wollte gewinn wunderlich. A größten Dank dir, ja, da ist er gewöhnlich interessant, sehr fein und sehr belehrendig wieder. Ich danke dir für beteiligen sich in der Dosiker Lektie-Serie und bechlall für sein beteiligt in Ivo-Kursen. Wir wünschen von unserem Programm in New York, euer Programm dort in Tel Aviv, a guten Sommer, a sach Hatzloche, a sach Lernen und all das Guts und all das Guts unser Leherschaft, unser Zuguckerschaft und Zuhörerschaft. A Dank für den Kommen. Kommende Woche haben wir euch Dienstag wie gewöhnlich auf Englisch eine Lektie und Donnerstag wie gewöhnlich eine Lektie auf Jiddisch. Und wir haben noch 2 Wochen in der Sommerprogramm in New York. A Dank allem für sein beteiligt mit uns bei der Gelegenheit. Seid alle gesund.